Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. An meiner Sendung vom 3. September 2009 hatte ich einen Artikel von der Wochenzeitung Lützeburger Land vom Juni 2009 attackiert, an dem Chercheure Kies und Dumas von der Uni Lützeburg ja tatsächlich behauptet hatten, dass nach kein Kandidat für die Europawahlen 2004 ein Internetseite gehabt hat. Weil ich schon 1990 mit meiner eigenen Homepage im Internet sind, habe ich mich dann auch wegen der Unwohlrecht abgeregt. Und es schien sogar etwas gedingt zu, weil der 14. September 2009 kriegte ich eine Mail vom Herrn Kies, an dem er mir erklärt, dass sie zwar meine Internetseite kennen, aber dass meine Seite aber nicht für hier Analyse zurückbehalten gewesen, weil sie kennen, und ich zitiere, «c'est personnel de campagne électorale» wir. In anderen Worten, ich soll auch nach einer extra Seite just für die Wahlen entwickeln lassen, am Platz nehmen auf meiner privaten Seite für zu informieren für meine Kandidatur auch publik zu machen. Ganz am Stil von einem Arnold Schwarzenegger oder einem Hillary Clinton, meinen sie, soll den das machen. Für mich ist das unverständlich. Wo leben die Leute? Geht es ihnen zu gut auf der Uni? Ich bin schon froh, wenn ich die Internet-Set fertig bringen, und dass die auch geguckt hat, für was müssen die dann noch nach einer extra Seite just für die Wahlen entwickeln lassen. Nee, Herr Kiese, so geht das nicht. Ich habe nämlich viel mehr Verdacht, für was der meine Internetseite einfach so links leihen los. Das tut an erster Linie, denke ich, mit dieser Medienlandschaft zu dienen. Bei meinen Lektüre stelle ich nämlich immer mehr eine tendenziöse Haltung von gewissen Journalisten fest. Nicht nur was mich angeht oder andere Kollegen, aber im Allgemeinen ist es da so, dass an diesen Medien der Journalist immer mehr die Funktion von einem Arbiter überhält, ganz nur seinem eigenen Gustus dezidiert hier oder hat, was für ein Politiker wo wenig nimmt geht, und ob eine positiv oder eine negativ Licht gestaltet. Wahlresultate, also die Stimme vom Volk, die spielen dabei just nach einer Nebenrolle. Aber mein Erbe als Europadeputat die letzten 20 Jahre quasi systematisch von den meisten traditionellen Medien zu Lützeburg ignoriert gouf, als mir letzten Endes nicht wie den Internet an den Doc-Kanal übrig blieben, für meine Wähler zu informieren, was ich für ein Land hier im Europaparlament machen kann. Wenn dir dann, Herr Kies, in Ihrem Artikel einfach so lapidar behauptet, meine Internetseite geben können, mal gehen, da freue ich mich, ob nicht doch dir diesem Trend schon verfallen sind, an das Spiel, Matchspiel, was natürlich für Recherche von der Uni Lützeburg schlimm wird. Ich hoffe halt nicht, und ich bin schon gespannt, ob Ihr nächster Rapport über die Wahlen 2009 letzten Endes geht es mehr darum, dass die Leute draußen vorig geworden sind. Und noch, wenn ich immer nicht gerade kriege, ich soll da nicht auf alle Artikel gegen mich reagieren, so kann ich es einfach nicht auf mehr sitzen lassen, weil verschiedene Publikationen sich just auf das Negativ, also auf Löcher am Case, konzentrieren. Aber wenn kein Löcher gehen, dann erfahren sie halt. Das erklärt meiner Meinung nach zum Teil, für was beim Referendum vom 10. Juli 2004 nicht nach 56,52% von den Lützeburger für den europäischen Verfassungsvertrag gestimmt hatten. Die vielen negative Schlagzeilen über Europa und über seine Politiker, sie schuld und dass immer mehr Leute dabei sich kein Vertrauen mehr an Europa und an seine Institutionen haben. Und das ist eine Katastrophe, weil ich weiß nach was das ist, wenn Notbeschländer eine grausame Krisenzeit nur fängt gegeneinander am Platz miteinander zu agieren. Es gibt nun mal keine Alternative zu Europa. Und dafür mein Appell an alle Journalisten, Politologen zu Lützeburg, sieht, wann ich geliefert, ehrlich, haltig und Fakten und halt ob Sachen zu erfahren oder andere zu ignorieren, just weil das ist vielleicht persönlich amüsiert oder ich an die Kron passt. Dafür ist Europa an Lützeburg einfach zu viel wichtig. Über meine Arbeit am Europaparlament sind ich gerne bereit zu diskutieren, solange die Diskussion sachlich und fair bleibt. Ein anderes Sujet, über den ich hier scheine viel erzählen, hat mit einer Pressepolemik in Frankreich zu tun.
Es geht die frühere Justizministerin von Frankreich, Madame Rachida Dati, die in der Europawahl vom Juni Deputierten am Europaparlament. Ich hatte die letzte Woche an die großen französischen Medien, am Journal von France 2, an den großen Radiosendern Europäen, France Inter zu Wort zu kommen, für ein Interesse war zwar nicht auf mein Erbes gerichtet oder auch auf meine Persönlichkeit, viel mehr als neue Kollegin, die sich zum Politstar in kurzer Zeit auf Frankreich entwickelt hat, dann wie gesagt, am Juni an das Europaparlament gewählt wird. Das Leben von Rachida Dati ist wie ein Roman, das jung, der ehrgeizige Mädchen von Salon-sur-Saône, von marokkanischen Aufstammungen und aus ganz kleinen Verhältnissen, hat sich spannende paar Jahre an der Gesellschaft herabgeschafft, für Mordberichte von Nicolas Sarkozy zu gehen. 2007 gab sie die Justizministerin, und noch Symbolfigur. Rachida Dati schenkt aber auch Schierzeiten zu, sie ist umstritten, weil ihre Methoden nicht immer die allerfeinsten sind, ihre Charakter soll auch speziell sein. Die Kollaborateuren, die fortgelaufen sind, wo sie Minister war, können ein Lied davon sagen. Madame Dati muss immer am Mittelpunkt stehen, an erster Linie an den Medien. Es konnte ihnen also gespannt sein, wie hier erst Schritt am Europaparlament gegenüber die Bühne gehen. Wir gehen nicht enttäuscht. Rachida Dati siegiert wie ich selber an der Wirtschafts- und Währungskommission, die sich mit dem Themenkomplex von der Finanz- und Wirtschaftspolitik aufgeht. Sie als kein Deputierte wie die anderen, sie als ein Star, umgehen von Journalisten, von Kameraleuten, Bodyguards. Das ist ein ungewinnt Bild an diesem Haus. Wie Madame Dati Zirkus gemacht hat, für Rapporter vom Dossier über Hedgefonds zu gehen, war aber moosvoll. Sie war sichtlich der Meinung, dass hier eine Priorität zusteht, weil sie eben Madame Dati ist. Die Sachen sind aber nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Es war nicht möglich, ein Dossier von dieser Komplexität einer Person zu überlassen, die noch nicht genug von den Prozeduren am Europaparlament kennt, nach ein groß, noch anscheinend keine zu große Ahnung von Finanzfragen hat. Das war nicht dran, anstatt das anzusehen, hat sie schlecht reagiert, an den Koordinator, ihre Landsmann Jean-Paul Gauzès, scharf kritisiert, das war deplaciert, war sogar penibel, dass die Affäre leider publik ging. Ich gouf da von den französischen Medien interviewt, weil ich das alles ganz normal erlebt habe. Ich habe aber keine Kommentare über die Person, die gemacht hat. Ich habe das ziegellos, aber ich habe ganz einfach in der Strache, dass freie Ministerin am Europaparlament mit mehr Rechten oder mehr Prioritäten haben wie die anderen Deputierten. Wir haben schon Legionen von freien Ministerinnen an diesem Parlament. Ich habe noch betont, dass er sich seine Legitimität, seine Estime bei den Kollegen durch Arbeit und durch Ersatz verdient, nicht durch mehr oder minder gelungen Auftritte. Schließlich gilt doch der Test nicht wissen, wenn er sich am Laufe der Zeit muss uneignen, da hat alles bestimmte Nachfluss von den einzelnen Deputierten, nicht, dass also am Voraus ging. Das Europaparlament als ein Haus, wo sich seinen Platz verdient. Madame Dati hat also nach einem weiten Weg vor sich, für die Platz zu finden, die ihren Ambitionen entspricht. Soll sie nicht bereit sein, die Anstrengungen zu machen, dann darf ihren Auftritt zu Straßburg nicht besonders erfolgreich gehen. Meine Kollegen aus der französischen Delegation scheinen sich jedenfalls nicht zu viele Illusionen zu machen. Wir werden uns an den nächsten Monaten präzise Bild davon machen. Das war es für heute. Merci, dass ihr mal gelöscht habt. Bis geschwind.